Ich bin Lara Baumann, bin 34 und Advokatin in Zürich. Wenn Leute MIG meinen sie meistens, ich hätte alles im Griff, geht die Stelle in ihre Wirtschaftskanzlei schlichter, aber schöne Altbauwohnung in Enge und seit 6 Wochen mein erstes Kind. UF-Fotos geht's alles unglaublich ruhig und ordnet US. Die Wahrheit ist, das Leben von mir ist einfach sehr genau durchgeplant gsi. Am Morgen, bevor alles anders wurde ist, bin ich wie immer zu früh wach gsi. Mein Mädchen, Dema, hat ganz leislich grunzt im Stübli. Ich bin US im Bett, jeden Schritt langsam, weil ich noch nicht will, dass sie erwacht. Sparket hat schnarrt, die Licht vom Zürichsee ist dämmerig durch die Vorhänge schon. Sie ist die Art von Stille gsi, wo ich immer als Luxus empfunden habe. Ich habe Dema aus dem Stübli gehen, sie ist so klein gsi mit diesen feinen Fingerli. Guten Morgen, meine Kleine, habe ich geflüstert. In diesen Momenten habe ich nichts von Verträgen, Mandaten oder Bonusregelung im Schopf gehen. Nur sie. Das Telefon hat auf dem Küchentisch blinkt. WhatsApp von meinem Mann, dem Mark. Bin schon im Tram, Meeting mit dem Head of Private Banking, meldet er mich später. Küss. Er arbeitet bei ihrer Privatbank am Paradeplatz für sehr vermögende Schundi. Wir haben uns immer gesagt, wir sind nüchtern, mir bleibt normal, auch wenn das Geld von der Familie im Hintergrund ist. Mein ältere Heim mit meinem Großvater zusammen das Family Office in Zug, diskret, konservativ. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie viel Vermögen wirklich drin ist. Und wir haben es immer gut gefunden. Ich habe Kaffee gemacht, Emma gestillt und dann ist das Telefon wieder aufgelassen. Mütter hat aufblitzt. Die Verena. Hoi Mütter, habe ich gesagt, Lautsprecher an, während ich die Windeli vorbereitet habe. Lara, ich habe nur mit Shirts Zeit, hat sie gesagt, so sachlich wie immer. Wir gehen morgen auf die Cruise, ich muss noch packen. Was brauchst? Eigentlich nichts, habe ich geantwortet. Ich habe heute mit der Pädiatrie drin. Wenn etwas ist, wär's gut zum Wissen, ob du im Notfall den mal könntest nehmen, nur für den Fall. Es ist kleine Pause schon. Ich habe gemerkt, wie ich automatisch die Schultern zusammenziehe. Lara, nicht schon wieder so Theater, hat sie gesagt. Deine Schwester Nadine hat nie so Notfälle. Sie plant. Du weisst, dass wir diese Cruise lang vorgebucht haben. 5 Sterne, dass Jess nicht einfach verschiebe. Es ist ja nur, falls etwas wäre, habe ich probiert, ruhig bleiben. Mit meinem Rücken nach der Geburt, der Doktor hat gesagt, es schönt. Du bist nicht immer der mit Spezialfällen, hat sie gesagt. Ich habe den Rücken, deine Schwangerschaftsdepression, den Stress in der Kanzlei. Ich bin langsam müde. Und übrigens, die 4500 Stutz, wo du mir jede Monat überwischst, ich bin dir dankbar, aber das heisst nicht, dass ich immer parat bin. Ich habe auch ein Leben. Ich kann die Luft anhalten. Die 4500 Franken. Offiziell Unterstützung für seine Pensionierungslücke. Inoffiziell für Hotelsuites, Spa-Woche grösseres Auto als sie braucht. Ich habe nie etwas gesagt, weil ich immer die loyale Tochter wollte sein. Ist gut, Mütter, habe ich leise gesagt. Vergiss es. Ich will dich nicht stören. Sie hat nur also dann. Schick ein Foto von der Emma, bevor mir Abfahrt gsit und abgängt. Ich habe das Telefon lang angeschaut. Im Hintergrund hat Emma glismet. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo in mir nebis ganz klein verschiebt. Am Nachmittag habe ich die Maxi-Cosi ins Auto gestellt, Emma einfach nur im neuen Overall, Zürich ist schalt gsi, aber hell. Ich habe jede Bewegung in der Tiefgarage kontrolliert, Gurte, Brems, Kinderwagen in Kofferraum. Mein Leben war immer so checken, doppelt checken. Ich bin losgefahren in Richtung Pädiaterpraxis, nahe beim Bellevue. Die Strasse war voll, aber ich hatte Zeit gehen. Ich habe Radio abgestellt, weil ich nur mit dem Atem von meinem Mädchen im Rückspiegel haben wollte. Am Handy ist das Bluetooth aufgeblitzt, Mütter. Ich habe eine Sekunde gezögert und den abgenommen. Ja? Nicht vergessen, Nadine Chand heute noch zu dir.
Sie bringt die Babysachenliste, wo sie im Mami-Forum bekommen hat. Du musst nicht immer alles selber wissen, hat sie gesagt. Ich habe mir UF Chung bissen. Schon gut, Mütter. Sie hat irgendetwas über Business-Class-Upgrade erzählt. Ich habe Sauge-Shirts von der Strasse UFN Navi genommen, wo alternative Route vorgeschlagen hat. Ich habe das Auto ein bisschen mehr angelegt bei in der Rondelle rauf. Und gerade in dem Moment, mitten im Satz von meiner Mütter, ist etwas angebracht, wo mein ganzes Leben in 2 Teile getrennt hat. Es hat nur in Sekunden gebraucht. Im Rückspiegel im metallisch blanken ein Auto zu schnell, zu nah. Der dumpfe Schlag hat alles aufgefressen, das Gattere von meiner Mütter, das leise Atmen von der Emma, meine eigenen Gedanken. Der Airbag ist explodiert wie ein stecheliges, weisses Schissen grad vors Gesicht. Ich habe nur noch rechts gehört, Metall UF Metall, ein Quietschen von Pneus, der ist still, wo das Leute war. Ich weiss nicht, wie lang ich weg war. Ich weiss nur noch, dass ich plötzlich nicht mehr schöne atmen, weil mein Gesicht etwas Weiches ausgefüllt hat und mein Brüst kleine Nadeln gerannt haben. Ich habe probiert, ruhig zu bleiben, aber im Schopf ist nur ein Satz umgeheizt, Emma. Emma habe ich probiert zu sagen, aber meine Stimme ist unter der Bag gesteckt. Es Klopfen am Fenster, Stimme irgendwo draussen, Frau, schön Sie Emmi göre. Bleiben Sie wache, die Sanitäter sind unterwegs, jemand hat das Fenster ausgeschlagen, Glas ist in kleine Stückchen über meine Jacke gliedert. Meine Tochter, das Baby hinten, habe ich gerächelt. Mir lügen dafür, hat männliche Stimme gesagt, konzentriert. Die Rettung ist gerade da. Irgendwann ist der Airbag zurückgedrückt worden, ich habe Blaulicht gegeben, Emma ist mit dem ganzen Autositz aus dem Fuggerkäuf rausgenommen worden. Sie hat schrien, laut, wütend und es hat mir plötzlich so riesig Erleichterung gegeben, dass ich wieder bewusstlos worden bin. Wieder zu die Lücke. Wenn ich daran denke, ist das wie 10 Sekunden und gleichzeitig wie ein Tag. Wie ich die Augen wieder aufgemacht habe, ist alles grell gsi. Spitallicht. Ein monotones Piepsen. Meine Hälfte ist wie am Bett geschraubt gsi, der Rücken heiss und stumm gelehnt. Frau in Weiss ist über mir gestanden. Frau Baumann? Schön Sie Emmi göre? Sie sind in der Notfallstation in Zürich. Sie heiss Auffahrunfall gehen. Mir haben sie stabilisiert, aber der Rücken muss ruhig bleiben. Wo ist, mein Mund ist tröchnig gsi. Mein Baby? Emma ist in der Pädiatrie ein Stock weiter oben, hat sie geantwortet. Nur mit Prelligi, kein Bruch. Sie hat wahrscheinlich am meisten geschrien von allen. Das ist jetzt sicher ein kleines Lächeln sachlich. Ich habe versucht zu nicken, aber jeder Versuch zum Bewegen hat mich wie ein Messer durch die Wirbelsäule schoss. Tränen sind mir einfach aufsteigen, ohne grosses Drama, nicht mehr als Reaktion vom Körper. Später, wie ich halbwegs begriffen habe, was passiert ist der Arzt schon. Sie müssen die nächste Zeit flach bleiben, hat er erklärt. Wir müssen schauen, wie sich der Weh entwickelt. Aber im Moment sieht es stabil aus, ich habe nur eine Frage an. Wie lang, bis ich mein Chincha nehme? Wir lügen, dass wir sie heute oder morgen aufschieben mit Hilfe, hat er gesagt. Aber sie braucht sicher Unterstützung für die Betreuung von der Emma daheim, mindestens die ersten Wochen. Unterstützung. Familie. Die Wörter haben gilt. Sobald der Doktor Jus ist, habe ich Schande verlangt. Meine Hände sind zitterig gsi, aber ich habe die Nummer von meiner Mutter im Schlaf gekannt. Das Telefon hat 2-mal geläutet, dann ist sie durchgekommen. Lara? Ich habe gehört, es hat einen Unfall gegeben. Was hast du wieder angestellt? Mütter habe ich gerechnet, das ist brüchig. Ich bin im Spital. Doktor Rücken. Ich kann mich nicht bewegen. Emma ist zwar gut, aber ich kann sie nicht nehmen. Hast du sie für ein paar Tage zu dir nehmen? Nur mehr, bis wir alles organisiert haben? Es ist Schwätz von Leuten im Hintergrund stochen irgendetwas mit Check-in, Koffer, Rollkoffer, UF-Fliessboden. Sie ist also tatsächlich schon im Flughafen gsi.
Lara, du weisst, wir fliegen in ein paar Stunden. Der Cruise ab Dubai, das ist alles zusammengegeben. Deine Schwester hat organisiert, mir Heimvisa, Ausflüge, alles. Das Jazz nicht einfach abbrechen, weil du wieder irgendetwas hast. Ich ha kein irgendetwas, habe ich gesagt. Ich lieg da und schon nicht Luft. Der zögert nichts vor den nächsten Tag. Ich brauchte ihn wirklich. Jazz Thema nicht nur holen und dann, mehr findet eine Lösung. Sie hat schnufzt. Lara, ich bin 63. Meine Rücken ist auch nicht mehr der jüngste. Und du weisst, wie streng so ein kleines Baby ist. Nadine hat's besser organisiert. Sie hat vor der Geburt gefragt, wer schön mit Can, sie hat Pläne gemacht. Es ist still im Zimmer, nur Spipsen vom Monitor. Ich habe meine Tränen runterschluckt. Mütter, ich zahle dir seit 9 Jahren jede Monat 4500 Stutz, weil du gesagt hast, deine Rente reiche nicht. Ich habe nichts gefragt. Ich habe nicht mal gefragt, wieso du plötzlich das in der Tasche hast. Jetzt frage ich dich einmal etwas Wirkliches und du siehst mir ab, weil es unbequem ist. Es hat wieder schwiegi. Dann ist seine Stimme geschallt worden. Also ehrlich, Lara. Das hat nichts mit dem zu tun. Das Geld ist abgemacht, Unterstützung, du bist doch erfolgreich. Und ich habe auch ein Recht auf ein schönes Leben. Ich kann deine Drama nicht jedes Mal priorisieren. Du hast doch Personal, Versicherungen, den Markt, alle die Bankerfreunde. Organisier etwas. Mütter? Wir stehen gerade bei der Sicherheitskontrolle. Ich muss jetzt. Schick mir E-Mail mit medizinischen Infos, dass ich beruhigt bin. Aber Thema, das musst du selber lösen. Deine Schwester hat nie so Notfälle. Und dann das Klicken vom Gesprächsende. Keine gute Besserung, kein Einschum, wenn Schleine Emmy braucht. Ich habe Shandy in die Bettdecke vergraben, weil ich's nicht an die Wand schmeissen han. Ich han die Augen zugemacht und probiert, nicht zu brüllen, weil jeder Ruck am Rücken ein Stich war. Vor der Tür ist der Schritt von ihrer Pflegerin leise routiniert. Sie hat den Vorhang ekli geöffnet und gesagt, Frau Baumann, ich will nur schauen, ob alles gut ist. Thema ist grad am Schlafen obi. Wünscht sie später eine Videoverbindung, dass sie schön geben? Ich ha nur genickt. Mein Gesicht war nass, aber ich ha nichts gesagt. Das Piepsen vom Monitor ist im Takt mit meinem Herz gegangen, unruhig schnell. In dieser Nacht in dem nüchternen Spitalzimmer in Zürich habe ich zum ersten Mal nüchtern aufgerechnet, wie viel 4500 Stutz pro Monat über 9 Jahre sind. Und ich habe genau in dem Moment entschieden, dass kein Rappen mehr von mir auf meine Mütter ihre Konti wird laufen. Ich habe noch nicht gewusst, dass der Entscheid nicht nur mein Verhältnis zu ihr, sondern auch das Gesamtkonstrukt von unserem Family Office zum Wackeln würde bringen. Aber ich habe gemerkt, wie sich etwas in mir verhärte. Es ist CHLY nach Mitternacht, wo sich die Tür noch einmal ganz leise aufgemacht hat. Ich habe gemeint, es sei wieder eine Pflegerin. Aber es ist ein ganz anderer Schritt gsi, langsam, schwer einer, wo ich schon als Kind auf dem Parkett von meinem Grosselternhaus in Zug erkannt hat. Die Figur, wo in die Tür rein schon gegeben habe, ist gross gsi mit der ganz kleinen Vornüberneigung, wo ich von früher noch kennt habe. Graue Wolljacke, diskrete Duft nach Rasierwasser. Mein Herz hat einen Sprung gemacht. Grosspapi? Er hat langsam zu mir ans Bett trottelt, die Hut in Doktorhand. Hoi Lara, die Stimme ist wie immer ruhig gsi, wie ein tiefes Bass in ihre schlecht abgestimmte Anlage. Du gibst mir Erschreck. Die Verena hat mich erst informiert, wo sie schon am Flughafen gestanden ist. Ich habe nicht mehr genug Kraft für Ironie. Sie ist trotz einem Unfall geflogen. Er hat nichts gesagt, nur mit Brauen gezogen. Ich habe gemeint, er hat sich auf den Stuhl neben dem Bett hockt. Die Pfleger ist die Shirts schon, hat noch einmal die Werte gecheckt, die Zimmertür leise zugemacht. Wir sind allein gsi. Wie geht's dir wirklich? Nicht Doktorversion. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr normal schaue, habe ich ehrlich gesagt.
Und ich kann mein Baby im Moment nicht einmal hochnehmen. Er hat langsam nickt. Der sehen vernünftig US. Aber ich weiss, dass Angst nicht mit Röntgenbildern redet, er hat ekli Pause gemacht. Wer lügt jetzt zur Emma? Noch nimmer, mein Gesicht ist heiß worden. Täter ist auf dem Schiff. Die Mark ist am Organisieren, aber er steht mitten in Projektphase. Ich bin da und Emma oben in ihrem Bettli betreut von Pflege, wo sie nicht kennt. Er hat die Hände zusammengelegt. Du weisst, ich mein Leben lang gelernt, im Notfall lügt mehr, wer wirklich da ist. Der Rest ist Dekoration. Irgendetwas in mir ist brüchig geworden. Grosspapi, ich ha sie so drum bezahlt. Die 4500 im Monet. Ich ha gemeint, wenn ich ihr die finanzielle Sicherheit gebe, dann ist sie irgendwann. Familie. Er hat mich lang angelügt. Das ist viel Geld, Lara. 9-jährig. Ich ha nie gross gefragt. Ich ha nur unterschrieben. Er hat tief aufschnuffen. Du bist gross geworden in dem Gefühl, dass Konflikte mit Geld abkürzen. Das ist ein Familienproblem. Aber heute hast du gemerkt, dass das nicht stimmt. Ich ha die Stimme kaum gefunden. Was soll ich machen? Zuerst, für Emma sorgen. Aber nicht, indem du dich selber verbrennst. Er hat auf mein Handy geläutet, wo noch halb unter dem Duvet vorgeluckt hat. Hast du die Nummer von deinem Hausarzt oder von ihrer seriösen Spitex-Organisation? Wir haben doch in der Familie lang mit der Pflege Zürich-Limmatal zusammengegafft. Ja, habe ich gemurmelt. Ich hätte noch Ivo. Dann rufst du da an. Du bist nicht hilflos, nur wegen dem Bett, er hat die Hände aufgenommen, mir in sein Hand gedrückt. Wenn du willst, kann ich auch schon, aber der Entscheid ist deine. Du bist Täter. Das Wort Mütter hat anders geläutet, als wenn meine eigene Mütter es braucht. Wärmer, schwerer. Nachdem er aus ist, habe ich mein Handy entsperrt. Ich habe mir die Nummer von der Spitex-Organisation aus dem Mailarchiv gerammt, habe wie ein Dossier geöffnet, erklärt, wo ich bin, was passiert ist, wie alt Emma ist. Die Frau am Telefon hat professionell und ruhig getönt. Wir können morgen am Vormittag schnell eine Erstabklärung machen, Frau Baumann. Wir würden eine Fachperson zu Ihnen heimschicken fürs Baby und für die Hei, sobald sie entlassen sind. Und bis dahin wir in der Pädiatrie einfach noch klein mit dem Team koordinieren. Ich habe abgehängt, Spur stabiler. Ich habe den Bildschirm wieder angelückt und bin im E-Banking gelandet, fast automatisch. Der Dauerauftrag Privatunterstützung V. Baumann ist mir gleich ins Auge gesprungen. Beschreib monatlich jeweils am 5. 4500.00 CHF. Die Finger zittert aber nicht von Angst. Von Wut. Von enttäuschter Loyalität. IHUF bearbeitet druckt. Die Maske ist aufgegangen, nüchterne Ziffern. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Dauerauftrag löschen möchten? Ich habe lang auf dem Satz bleiben. Wenn ich jetzt Ja drücke, wird sich etwas endgültig ändern. Später rede mir noch drüber, ich entschuldige mich. Es wäre eine sachliche, digitale Konsequenz. Ich habe an diese Bilder gedacht, wo meine Mutter mir immer gegeben hat. Lounges, Champagner, Selfies mit Nadine, während ich in der Kanzlei bis spät in die Nacht Vertragsanhänge geschrieben habe. An jedes Mal, wo sie gesagt hat, du hast ja den Gölzin von dem Grossvater, ich habe nur den verschlissenen Rücken. IHUF ja druckt. Der Bildschirm hat schürz geblinkt, dann ist der Auftrag US-Delisch verschwunden. So leise wie eine Tür, wo sachte zugemacht wird. Es ist mir vorgekommen, wie wenn im Zimmer plötzlich mehr Luft wäre. Ich habe tief eingeschuffen, trotz Schmerz. Ich bin keine bessere Tochter geworden in dem Moment, aber vielleicht ein bisschen mehr in Doktorlage, es geht Mami zu sein. Wenige Minuten später hat die Handy vibriert. Push-Benachrichtigung, Kontobewegung, Ihre Durchzahlung an V. Baumann wurde gelöscht, wahrscheinlich ist die Info gleichzeitig auch in Ihrer App aufgepoppt.
Fast gleichzeitig ist eine neue Nachricht aufgeblitzt, Verena Baumann. Nur 2 Worte. Was soll das? Ich habe das Display angeschaut, aber keine Antwort tippt. Stattdessen habe ich die Nachricht stumm gestellt. Ich war müde. Zu müde für Erklärungen, die ohne Willen zum Losen doch nichts bringen. Wie ich Handy abgelegt habe, hat es wieder diskret vibriert, aber diesmal mit einem anderen Namen. Hans Baumann. Meine Grossvater. Lara, ich habe ein paar Fragen zu den Überweisungen, die du erwähnt hast. Nimm den ZYT, aber wenn du checkst, schick's mir doch die Übersicht von den letzten Jahren. Ich muss etwas verifizieren. Ich habe langsam mach ich, sobald ich nicht gerade voll Medispi zurückschreibe. Er hat sofort Merci gickt mit Emi-Punkt hintendran wie immer. In dem Moment habe ich noch nicht gewusst, dass die nüchterne PDF, wo ich ihm später aus dem Spitalbett würde mailen, die Statik von unserem Familiensystem angreifen würde. Ich habe nur gewusst, der nächste Schritt ist gemacht. Und irgendwo in Zug, das habe ich gespürt, hat meine Mutter ihre Bankenberater schon nervös auf den Konto weggeschaut. Am nächsten Morgen bin ich von meinem eigenen Handyton erwacht. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass ich in der Nacht doch eklig schlafen habe. SMS von meinem Grosspapi, hast du Kräfte, mir die Kontoauszüge zu schicken? Ich bin im Büro. Im Büro. Das hat so normal tönt. Wie wenn ich auch grad schön die Würge aufgebaut in die S-Bahn ab Zürich habe, runter zum See unten im Zuger Bürotrakt am Empfang grüezi sag. Stattdessen bin ich am Bett festgelüpft mit einer Fernbedienung, wo nur das Bett auf und ab macht. Ich habe mir den Laptop bringen lassen. Die Pfleger hat mir ein Teil wie ein zerbrechliches Dossier aufs Bett gestellt. Ich habe mich mühsam aufgestützt, bis ich klein höher war und habe ein VPN von der Kanzlei aktiviert. Ich habe mich selber wie eine Mandantin behandelt, sachlich nüchtern. Der PDF, den ich am Schluss verschickt habe, war unspektakulär. Nur Spalte, Datum, Betrag, V. Baumann. Jahr um Jahr, summa summarum Summe, wo ich lieber nicht in Grosszahl gegeben habe. Ich habe drunter geschrieben, das sind nur meine privaten Zahlungen. Was Family Office sonst noch gemacht hat, weiss ich nicht, und dann, Lara. Wenige Minuten später, merci. Ich heute am Nachmittag neues Shirts-Werbe, Punkt. Der Tag ist träge verflossen. Die Pfleger sind schon und gegangen, der Doktor hat noch einmal erklärt, was die MRI-Bilder zeigen. Wir sind vorsichtig optimistisch, hat er gesagt. Ich habe nur gefragt, wenn Gianni mit Rollstuhl zu meiner Tochter morgen das Wort hat, wie es mildes Versprechen tönt. Am Nachmittag, als die Licht aus am Fensterspalt so quer ins Zimmer eingelaufen ist meine Zimmertür wieder aufgegangen. Diesmal ohne Klopfen. Meine Grosspapi hat Mäppi in Doktorhand gegeben, ein dunkles Leder, wo ich als Kind immer bewundert habe. Grüezi, Frau Baumann, hat er halb spasseshalber gesagt, wie wenn ich etwas Offizielles wäre. Dann hat er die Mäppi auf mein Bett gelegt. Ich habe deine Mail angeschaut. Ich habe das Gefühl wie wenn ich vor einem Richter sitze. Aber seine Augen sind nicht streng nur sehr wach. Du weisst, ich habe nicht gern, wenn wir im Spital über Geschäfte reden, hat er angefangen. Aber da muss ich ein paar Sachen verstehen. Nicht wegen mir, wegen dir. Er hat das Dossier Aufschlag. Du hast gesagt, du hast seit 9 Jahren jede Monat dein eigenes Geld überwiesen. Nicht das Family Office. Ja, habe ich gesagt. Es hat angefangen, wie dort gesagt hat, sie schön ihre Rente nicht mehr decken. Du hast gerade den Umbau von der Stiftung gemacht. Ich habe gemeint, es ist fair, wenn ich einen Teil übernehme. Und niemand hat dich darum gebeten? Kein Vertrag, keine schriftliche Abmachung? Nein. Nur Telefon. Und viel Emotionales. Er hat die Lippen zu klein verzogen. Ich habe die Mütter anders im Schopf gehabt, er hat klein geblättert. Deine Unterstützung hat in EZYT lang Parallele zur Zahlung US am Family Office.
Anders kategorisiert, aber ähnlich. Es gibt Jahre, wo sie fast 3-mal den Betrag erhalten hat, wo sie offiziell hat sollen. Ich habe mein Kissen festgepackt. Du meinst, sie hat von euch und von mir genommen? Und nichts gesagt? Ich sag noch nichts, hat er ruhig gesagt. Ich sag nur, die Schale rede nicht immer, aber sie flüstere. Und was sie mir zu flüstert haben, fällt mir nicht, er hat Mappe zugemacht. Ich ha immer gemeint, ich kenn mein eigenes Kind. Aber Geschichtli über knappe Rente habe ich nicht erwartet. Es ist still geworden. Ich ha Spipse vom Monitor im Hintergrund zählend gelesen. Grosspapi, ich will nicht, dass das Krieg wird, habe ich leise gesagt. Ich ha nur gemerkt, dass ich nicht schon weiter bezahle und glaube, die Familie sollte mich drum mehr gern haben. Er hat mich lang angelügt. Du hast mit dem Finger nicht auf sie gezeigt. Du hast nur in Zugriff abgestellt. Das ist kein Angriff, das ist in Grenzen, er hat dann langsam auf die Tischplatte gelegt. Was mich mehr beunruhigt, ist ihre Reaktion. Nicht Doktorunfall, nicht deine Angst. Sondern der Reflex, trotz allem in die Ferien zu fliegen. Ich ha nur nicht. Es hat mir gut getan, das von jemand anders zu hören. Weisst, Lara, hat er noch gesagt, wenn wir mit Vermögen arbeiten, muss mehr wissen, wem mehr vertraut. Ich has Family Office so strukturiert, dass wir kontrollieren schön, wer was beschanzt. Aber ich ha nicht damit gerechnet, dass du unbewusst noch in zweite Schiene aufmachst. Was machst jetzt? Meine Stimme ist kleiner geworden, als ich wollte. Er hat aufstanden, Jackett klein gestreckt. Jetzt mach ich nur mein kleines Telefon, er hat Shandy US in die Tasche genommen. Nicht zum Lärmen, nur zum Fragen. Zu meinem Partner in Zug, zum langjährigen Anwalt in Genf. Ich will wissen, wie der Konstrukt wirklich aussieht. Ich ha schluckt. Und Täter? Täter wird sich müssen erläutern, wieso sie gleichzeitig arm und dauernd in Luxushotels war. Er hat nüchtern geredet, aber in seiner Stimme hat etwas Schweres reingelüht. Aber das ist später. Er hat zum Schluss noch ein Glas Wasser neben meinem Bett zurechtgerückt, als wäre ich immer noch Schind mit verstauchten Knien. Du konzentrierst dich jetzt auf Physio und auf Thema, hat er gesagt. Der Rest, das ist meine Disziplin. Leise Telefone, nüchterne Frage und die Wahrheit, so weit man sie schon ertrag. Wie er jus ist, heige, wie er im Gang schon die Nummer wählt. Seine Schultern sind in Spur geräder als am Abend zuvor. Ich ha nur mein Bruchstückli gehört, die Albofeni Tür. Grüezi, da ist der Hans Baumann. Wir müssen über ein paar alte Konti reden. Ich ha die Augen zugemacht. Ich ha gewusst, wenn er so anfängt, wird es bei unserem kleinen Telefon nicht mehr bleiben. Es sind nur 2 Tage verflossen, aber ich ha das Gefühl ich würde schon Wochen in dem Spitalbett liegen. Am Morgen habe ich zum ersten Mal mit Hilfe im Rollstuhl den Gang schön fahren bis zur Pädiatrie. Wie in dem AGH ihrem schleinen Bettli, Tüstli zusammengerumpft, ist alles andere unwichtig geworden. Mami ist da, habe ich geflüstert, während die Pflegeschwester mich mit dem Stuhl ganz nahe gestellt hat. Die paar Minuten mit ihr heim mein Nervensystem mehr beruhigt als alle Tabletten. Am Nachmittag ist der Spitalalltag wieder in seine sachte Routine zurück. Tropf, Visite, kurzer Schwatz mit ihrer Physiotherapeutin. Ich habe gerade probiert, in einem Magazin nicht über die Schlagzeilen Vermögensverwaltung im Wandel zu stolpern, wie das Telefon neben das Bett vibriert hat. Unbekannte Nummer. Baumann habe ich so beruflich wie möglich gesagt. Guten Tag, Frau Baumann, hier ist Keller, der Anwalt von Ihrem Großvater. Störe ich? Ich habe mein Herz spüren. Nein, sagen Sie nur. Ihr Großvater hat mich gebeten, gewisse Sachen diskret mit Ihnen vorzubereiten, hat er nüchtern geredet. Seine Hochdeutschformulierungen sind immer ein bisschen wie aus einem Gutachten gsi. Es geht um alte Abmachungen innerhalb der Familie. Ist etwas passiert? Kurz Schnaufen am anderen Ende. Sagen wir so,
Die Zahlungen an ihre Mutter standen ursprünglich in Zusammenhang mit einem internen Übergangsmodell, das ihr Vater, also ihr Großvater, vor Jahren eingerichtet hat. Die Idee war, dass ihre Mutter über einen begrenzten Zeitraum aus einem Fonds unterstützt wird, bis gewisse Beteiligungen neu geregelt sind. Begrenzter Zeitraum, ich hat Ruhe verzog. Wir reden von 9 Jahren. Genau da liegt das Problem, hat er gesagt. Gemäss den Unterlagen hätte diese Unterstützung vor 5 Jahren auslaufen sollen. Danach wären andere Erben inklusive sie und ihre Schwester zum Zug gekommen. Stattdessen. Er hat klein gestockt. Ich habe das Wort selber gefunden. Stattdessen hat sie wieder kassiert. Sagen wir, es gab eine Kombination, hat er vorsichtig formuliert. Zahlungen aus dem Family Office plus private Transfer von ihnen. Ohne dass ihr Großvater das ganze Bild gesehen hat. Ich habe gelacht, nüchtern, ohne Humor. Also habe im Grund drüber US-Loch zudeckt, wo eigentlich hätte müsse sichtbar werden. So könnte man das sehen, hat er gesagt. Ihr Großvater ist blind gesagt nicht erfreut. Er hat mich gebeten, eine sofortige Revision der Strukturen vorzubereiten und gewisse Konten vorläufig zu sperren. Wie sperren? Nur temporär zur Klärung. Aber ihre Mutter wird's merken. Wahrscheinlich bald. Mir ist das Blut in die Ohren gestiegen. Ich habe sie förmlich vor mir gegeben, irgendwo auf dem Schiff, in einem helle Lounge-Sessel, Shandy in Doktorhand. Und was heisst das jetzt für mich, habe ich gefragt. Ich will kein Theater, solange ich nicht mal wieder richtig laufen schaue. Für sie heisst es im Moment, nichts zu tun, hat er gesagt. Ihr Großvater möchte sie aus der direkten Auseinandersetzung heraushalten. Wir arbeiten an einer Lösung, die ihr Kind und ihre Position klar schützt. Aber, es kann sein, dass ihre Mutter es anders sieht. Und dass sie versucht, sie unter Druck zu setzen. Ich empfehle Ihnen, im Spital nicht zu unterschreiben, was von ihr kommt. Keine Vollmachten, keine Erklärungen. Sie können sicher sein, habe ich gesagt, ich unterschreibe nicht mehr im Narkoseschlaf. Wie ich abgehängt habe, ist ein paar Sekunden ganz still gewesen. Nur das Brummeln von der Lüftung, das leise Rädeln vom Wagen in der Ferne. Ich habe an all die Jahre gedacht, wo dort davon Verantwortung geredet hat. Wie sie immer gesagt hat, ich wüsste nicht, wie streng es gegen sie ist, wo sie jung war und wie sehr sie drum sicher hat wollen sie in Zukunft. Vielleicht hat sie wirklich Angst gehabt. Aber irgendwo unterwegs hat sie den Unterschied verloren zwischen Sicherheit und Zuschlag. Gegen ABE ist mein Zimmer wieder klein dunkler geworden. Die Nachtpflegerin hat gerade die Lampe runterdimmt, wie sich erneut am Gang bewegt hat, diesmal hektischer, Absatz auf Linoleum, keine ruhig verschobene Rollwaage. Die Tür ist ohne Klopfen aufflog. Was hast du da gemacht, Lara? Meine Mütter. Ohne Krauskleider, nur in Jeans und nicht perfekte Bluse, das Gesicht rot, Shandy fest in Doktorhand wie in Waffe. Ich habe klein geblinzelt, weil ich sie ehrlich nicht so früh zurück erwartet habe. Du bist doch auf dem Schiff gsi, habe ich automatisch gesagt. Ein Schiff zu warten, wenn meine Konti plötzlich blockiert sind, hat sie zischt. Was hast du dem Papi erzählt? Und was hast du der Anwalt in Genf in deiner Mail schreiben? Ich habe mir in Sekund genommen. Die Worte vom Anwalt sind mir wieder ein die sind schon. Nicht unterschreibe, nüchtern bleibe. Ich habe Grosspapi nur meine eigene Zahlung gezeigt, habe ich langsam gesagt. Was ihr zusammen gemacht habt, ist nicht von mir schon. Das ist deine Gicht mit ihm. Du weisst genau, dass er die Lieblingsenkelin ist, hat sie schnaubt. Wenn du die Schale so präsentierst, wie du willst, dann macht er jede Schlussfolgerung, wo dir passt. Mütter, habe ich leise, aber klar gesagt, wieso hast du mir damals gesagt, deine Rente reiche nicht, wenn du gleichzeitig US Family Office Fonds beziehen hast. Sie ist paar Schritte näher ins Zimmer rein schon, aber nicht grad ganz bis Bett.
IHG, wie ihr Blick die UF die Maschine geht, ist, wie wenn sie sich vergewissern müsste, dass ich wirklich so bewegungseingeschränkt bin, wie es Dossier sagt. Du verstehst die Struktur nicht, hat sie schliesslich gemurmelt. Die Schalungen sind kompensatorisch gsi. Für all das, was ich für EU gemacht habe. Für was genau? Dass du heute hättest schöne Bleibe bei deiner Tochter im Spital und's nicht gemacht hast. Es ist sachte, aber schmerzhafte Stille in die Luft gestanden. Ich habe gemerkt, wie die Pflege im Gang langsamer gegangen sind, wie wenn sie merken, dass ich den Raum grad besser allein haben sollte. Sie hat in Runde gesagt, dass mit deinen Zahlungen abstellen das Schömer ja wieder korrigiere, wenn du im Spital bist. Aber dass du dafür sorgst, dass meine anderen Zugänge gesperrt werden, das ist illoyal. Du gräbst mir im Fall die grundlegende Basis weg, Lara. Vielleicht, habe ich gesagt, hat der Grundfehler schon hier angefangen, dass du deine Basis UF Geld gebaut hast, wo eigentlich nicht nur der gehen hat sollen. Sie hat etwas antworten wollen, aber gerade in dem Moment hat auch es wieder begonnen zu pieps. Nicht die Maschine, das Spitaltelefon. Die Nachtpflegerin hat die Tür aufgemacht, hat entschuldigend reingelügt. Es tut mir leid, aber der Herr Baumann ist am Telefon für Sie, hat sie zu meiner Mutter gesagt. Er sagt, es sei dringend. Meine Mutter ist spleicht. Ich habe gemerkt, wie kein Spruch parat war. Sie hat Schöre genommen, sich halb in den Gang draussen dreht. Ich habe nur mein Bruchstückli gehört. Ja, ich bin im Spital, nein, das stimmt so nicht, ich habe nur genommen, was? Hans, du kannst doch nach all den Jahren nicht. Ihre Stimme ist immer höher geworden, aber irgendwie gleichzeitig schwächer. Wie sie zurück ins Zimmer schon ist, hat sich etwas ihre Miene verändert. Nicht Reue, nicht eigentlich Wut, Schlagmischung ertappt sie und Stolz, wo nicht weiss, wohin. Er hat gesagt, er wird alles neu aufsetzen, hat sie fast ungläubig geflüstert. Neue Verteilung, neue Bedingungen, mehr Transparenz. Und dass deine Emma speziell schützt werden. Wie wenn du die einzige seriöse Person in dieser Familie wärst. Ich habe sie angeschaut, spur traurig, aber klar. Vielleicht ist es nicht seriös gegangen. Vielleicht nur darum, wer noch da ist, wenn's brennt. Sie hat das Mund aufmachen wollen, aber es ist kein Wort schon. Stattdessen hat sie sich nur mit bloß klein glättet, wie immer, wenn sie keine Antwort hat. Das ist noch nicht fertig, hat sie leise knurrt. Das wett ich dir sag. Das ist erst Doktoranfang. Wie sie aus ist, hei gewusst, genau da hat sie recht. Aber anders als sie mich. Da ist wirklich nur mein Doktoranfang vom letzten, schwersten Gespräch, wo wir miteinander würden haben müssen. Und wo nicht am Telefon, nicht mit PDFs, sondern von Gesicht zu Gesicht im Spitalzimmer würde stattfinden. Doktor, nächsten Tag hat sich Spitalzimmer plötzlich wie es mit im Bundeshaus angefühlt. Die Ärzte haben gemeint, ich sei stabil genug für Familienbesuch in begrenzter Zahl. Ich habe gemerkt, dass es eigentlich heisst, alle kommen UF einisch. Zuerst ist der Grosspapi schon im dunkelblauen Sakko nüchtern wie immer. Gerade hinter Nacht Nadine, meine jüngere Schwester, UF am Tablet-Bildschirm per Videocall US Basel. Und schliesslich meine Mütter, klitzget schminkt für einen Spitalgang, aber sichtbar müde. Mir Maschät's Tschürz hat Grosspapi angefangen. Nicht wegen mir, wegen Lara. Sie hat schon genug, er hat Stablet so gestellt, dass Nadine mich gegeben hat. Bist du parat? Hat er mich gefragt. Jo, han ich genickt. Mein Herz hat geklopft, aber ich han nicht wollen, dass es die Maschine grad verrückt. Also, er hat im Mappi-Aufschlag ähnlich wie letzt am Bett, aber diesmal hat seine Stimme mehr Tragweite an. Ich habe die Strukturen durchgeschaut. Die Unterstützung für deine Mütter hat vor Jahren enden. Stattdessen ist sie weitergelaufen aus unterschiedlichen Quellen. Das Resultat, ein Ungleichgewicht, wo nichts mehr mit Fairness zu tun hat. Dieter hat die Arme vors Brüst verschränkt. Hans, du weisst, warum das so schon ist. Du hast immer die Nadine und die Lara bevorzugt.
Ich habe nur geschaut, dass ich nicht einmal mehr am Rand stehe. Verena hat ruhig gesagt, das ist kein Prozess. Das ist ein Entscheid. Und den triff ich heute als Gründer vom Family Office und als Großvater. Er hat selber aufgezählt, ohne Pathos, die Konti, die vorläufig blockiert bleiben, neue Stiftung speziell für die Absicherung von meiner Emma, gültige rechtlich für die Zukunft, wo unterstützt nicht mehr automatisch, sondern mit Bedingungen verknüpft ist. Bedingungen hat Nadine US am Tablet gefragt. Jo, hat er gesagt. Zum Beispiel keine verdeckte Doppelbezüge. Und Respekt vor dem, was wir als Familie nach aussen wollen sein, diskret, verantwortungsvoll. Nicht nur reich. Täter hat bitter gelacht. Und was heisst das für mich ganz konkret? Er hat sie direkt angelügt. Ganz konkret, deine zusätzliche intransparente Zugriff sind per sofort beendet. Was dir vertraglich steht, beschunst weiter. Aber kein Rappen mehr darüber aus. Und die Zukunft vom Erbe wird neu aufteilt. Mit Emmy Fokus UFs Enkelkind, wo nichts für das Can, was wir da in dem Zimmer alles versäumt haben. Es ist ein Moment lang ganz still gsi. Ich hat Nadine UF am Bildschirm gegeben, wie sie dann vor dem Mund hat. Meine Mutter ist bleich geworden. Also verliere ich alles, hat sie gefragt, fast flüsternd. Nein, hat Grosspapi gesagt. Aber du verlierst den Luxus, dass nie etwas müsst erklären. Und du verlierst den Glaube, dass deine Kind die persönliche Pensionskasse sind. Der Wort hei in Doktor Luft Blut. Ich habe gemerkt, wie sich meine Schultern so wie das halt gang ist, klein entspannt hei. Ich habe nichts Triumphierendes gespürt, nur mein müdes, tiefes Endlich. Lara hat er sich zu mir dreht, du hast in dem Anfang von der Gicht gemeint, loyal sie heisst zahlen und schwieg. Ich wett, dass du mit deiner Emma etwas anderes vorlebst. Ich habe langsam genickt. Ich glaub, ich fang heute an zu arbeiten. Plötzlich hat Nadine US am Tablet reingeredet, vorsichtig. Lara, ich habe wildes Boot gemerkt, wie viel Druck der gemacht hat. Sie hat mir immer erzählt, du schaffst wie ein wahnsinnig, aber sie müsste emotionale für alle sein. Ich habe nicht gegeben, dass du auch keinen Platz gehabt hast. Es tut mir leid. Ich habe sie angelügt, das kleine flackernde Bild. Wir schön später drüber reden, habe ich gesagt. Aber jetzt will ich nur wissen, ob du in Zukunft schonst, wenn ich dich darum bitte nicht weghölt, sondern weg mir. Jo, hat sie ohne Zeugen gesagt. Das kann ich dir versprechen. Täter hat das Gesicht abwendet. Und ich? Bin ich jetzt der Böse? Der Grosspapi hat die Mappe zugemacht. Das müsst du im Spiegel klären, nicht in der Unterlage, er hat seine Stimme klein weicher gemacht. Aber ich gebe dir eine Option, wenn du willst, schön wir in der nächsten Monat zusammen mit dem Anwalt sitzen und alles nüchtern durchlügen. Ohne Drama, ohne Smartphone im Loungesessel. Nur du, ich, Zahlen und die Wahrheit. Sie hat nicht geantwortet. Nur einen Moment lang die Lippe zusammenbiss, wie jemand, wo nicht brüllen will, aber nicht mehr ganz schade. Wie die Sitzung offiziell fertig war, haben sich alle langsam verzogen. Die Grosspapi hat mir noch Stablet abgestellt, damit ich mit Nadine später allein rede. Täter ist als letzte bliebe halb in Doktortür. Lara hat sie noch gesagt, ohne mich anzulügen. Vielleicht habe ich die Grenze verrissen. Aber ich habe Angst gehen. Auch gern gehen auf meine Artikel. Ich weiss, habe ich geantwortet. Aber deine Art hat mich fast allein gelassen, wo ich dich am meisten gebraucht habe. Sie hat klein zögert, denn nur, ich bin nicht so wie du. Das ist okay, habe ich gesagt. Aber ich kann darum entscheiden, wie viel von dir in meinem Leben Platz hat. Das hat sie getroffen. Aber es ist ehrlich gsi. In der Woche darauf bin ich entlassen worden. Nicht laufend, aber mit Rollstuhl und dem Versprechen, dass du ja Schritt für Schritt etwas verändert scha. Im Familienauto nüchtern, kein Luxus, hat die Mark mich und Emma heimgenommen.
Die Juryluft war kalt, aber klar. Ich habe aus dem Fester UFG Zürich West geschaut, die Bürotürme, wo ich so gut kennt. Daheim in der stillen Wohnung habe ich Emma in ihre Wiege gelegt und Emmy nebendran hocken lassen. Die Rückenmuskulatur hat protestiert, aber ich bin geblieben. Ich habe ihre lang zugelügt. Du beschunst von mir etwas anderes, habe ich halblaut gesagt. Nicht perfekte Eltern. Aber Mütter, die lernen, Nein zu sagen, bevor alles verbrennt. Ich habe nicht gewusst, wie die neue Familienstruktur im Detail wird aussehen. Ob meine Mütter den Weg in Transparenz backen oder lieber noch mehr Flüge bucht. Ob Nadine wirklich schaut, wenn es brennt. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr Tochter, die mit Geld hofft, Zugehörigkeit zu schaufen. Mein Handy hat noch einmal vibriert. Nachricht vom Grosspapi, Stiftung für Emma ist eingeleitet. Du kriegst Unterlage, wenn du parat bist. Lass dir ZYT. Das Wichtigste hast du schon gemacht, du hast deine Linie gefunden. Ich habe Emma angeschaut, wie sein Gesicht klein verzogen hat im Schlaf. USSM-Quartier ist das leise Tramgeschrummel schon. Alles war ruhig, aber nicht mehr leer. Zum ersten Mal seit langem habe ich gespürt, der Anfang vom Kapitel ist nicht ein Unfall. Es ist ein Entscheid. Und vielleicht ihr nächste Gicht, wenn meine Tochter älter ist und fragt, wie man mit Geld und Familie umgeht, schau ihr sagen, schau, wir haben fehlbar gsi. Aber wir haben nicht der wo gelaufen.